Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vom 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 8. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Dortmund. Aber bevor wir über deren Pflegefälle sprechen, reden wir erstmal über unseren eigenen großen Sanierungsfall, der wir ja laut Christian Keller sind, und zwar ein finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall, so ausgesprochen auf der Mitgliederversammlung letzte Woche. Und wie immer haben wir eine Location gefunden, die zu diesem Überthema so ein bisschen passt. Und das ist das wunderschöne Parkcafé hier im Rheinpark, direkt am Rhein gelegen. Und diese Location ist auch ein richtig langfristiger Sanierungsfall gewesen, nämlich fast 40 Jahre hat das Ding leer gestanden und ist jetzt vor kurzem neu eröffnet worden. Wirklich ein wunderschöner Platz. Ja, absolut ein Beispiel dafür, wie aus ganz schlimmen Sanierungsfällen noch so was ganz Großartiges, ein richtiges Schmuckstückchen für die Stadt entstehen kann. Und das hoffen wir natürlich auch für unseren ersten FC Köln. Und ich glaube, wir haben auch das Zeug dazu, ne, wieder so richtig in altem Glanz zu erstrahlen bald. Ne? Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber es gab ja auf der Mitgliederversammlung auch den einen oder anderen wirklich positiven Tonfall. Aber die schlechten Nachrichten haben dominiert und allen voran diese unglaublichen 80 Millionen Euro, die wir an Schulden mittlerweile vor uns hertragen. Und ganz klar nicht alleine Corona bedingt, sondern auch wieder laut Christian Keller ein Ergebnis, das auch zustande gekommen ist, weil wir über Jahre im operativen Geschäft defizitär und auf Pump gearbeitet haben. Und fürchterliche Verträge, ihr wisst, da haben wir oft genug schon drüber gesprochen, was dem alles zugrunde liegt. Ja, schaut euch mal die Saisonrückblicke noch mal an, wo wir uns über Werle äußern, das ist alles gesagt. Aber wir müssen nach vorne schauen, ja. Und deswegen haben wir auch trotz allem ein, ich möchte mal sagen, leicht optimistisches Motto auf dem Shirt. Ne? Und da steht nämlich drauf: Pleiteböcke beißen besser. Ja. Ja, das soll natürlich nicht heißen, dass wir jetzt immer pleite sein müssen, damit wir sportlich erfolgreich sein können. Ich glaube, wir beißen auch, wenn es uns mal wieder richtig besser geht. Und jetzt schlucken wir erstmal, würde ich sagen, ne? Bevor wir beißen. Ja, richtig. Bevor wir beißen, wird geschluckt. Leute, 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Borussia Dortmund. Prösterchen. Also ich bin im Schlucken auch besser als im Beißen. Naja, da sage ich jetzt nichts zu, ne? Junge. Ja, jetzt sag mal, wie haben wir die Pleite denn eigentlich am Ende vermieden? Denn so richtig pleite sind wir ja dann doch nicht, nur fast pleite. Ja, also über Abgänge selbstverständlich. Ja. Ne? Also waren ja einige Abgänge, wobei nicht nur sportlicher Natur. Was war dein Lieblingsabgang, der wichtigste? Ja gut, also der allerwichtigste Abgang, der wirklich über allem steht, über jedem einzelnen Spieler, das ist der Werle. Ja. Dass der weg ist, wirklich nach der langen Zeit, in der er so ein Missmanagement betrieben hat in unserem Verein. Das ist für mich der allerwichtigste Abgang, den wir zu verzeichnen hatten in letzter Zeit. Und seitdem läuft es ja auch beim FC besser. Ja, bringt keine Transfersumme, spart uns aber trotzdem langfristig jede Menge Geld, kannst du sicher sein. Aber hallo. Zweiter großer Abgang, über den jeder geredet hat, logischerweise Anthony Modest. Auch da hatten wir in Wahrheit keine Wahl, ging gar nicht anders. Und ich glaube auch heutzutage ist es so, dass keiner jetzt wirklich wahnsinnig traurig ist darüber. Wir sehen. Nee. Ne? Also es war eine Win-Win-Situation, aber beide Wins eigentlich für uns. Ja. Ich glaube, finanziell brauchen wir gar nicht drüber reden. Viel Geld gespart und auch noch eine satte Ablösesumme gekriegt für einen 34-Jährigen. Und auf der anderen Seite der zweite Win für mich, dass wir uns endlich emanzipieren können von diesem einen überragenden Spielers da vorne als einzigen Zielspieler. Von daher, ich habe immer gehofft, dass der Transfer zu Dortmund zustande kommt und Gott sei Dank hat es auch geklappt. Genau, Özcan, nächster Abgang. Auch so eine Nummer, schräg natürlich, weil wir vor der Saison gesagt hätten, also vor der letzten Saison, wieso ist der überhaupt noch da? Das ist ja irre. Also hat keiner mehr irgendwas in Pfefferling für ihn gegeben, hat er wahnsinnig gut gespielt, hat sich nach vorne gespielt, deswegen auch gut, ehrlich gesagt, dass er die Chance kriegt, für ihn ein toller Erfolg. Ja. Und, aber er ist verletzt und spielt nicht gegen uns. Insofern, wir nehmen das Geld gerne. Und ja, vor allem, es war ja auch ordentliches Geld. Ja. Also 5 Millionen Euro, wenn das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass wir für diesen Spieler nochmal 5 Millionen kriegen, also hätte ja jeder ins Reich der Fabel verwiesen. Aber es kam so und es war auch vertraglich festgelegt. Also auch ein guter Abgang, den wir da hingelegt haben.
Und naja, also bei Dortmund funktioniert er ja bisher, im Gegensatz zu Modest. Der kriegt ja bisher noch gar kein Bein auf den Boden. Er funktioniert nur in Köln, zumindest nur in unserer Kölner Mannschaft. Ja, so ist es. Am Samstag darf er nicht funktionieren. Er hat in Hoffenheim nichts gebracht. Er hat in China auch kein Bein auf den Boden gekriegt und in Dortmund auch nicht. Genau, also er braucht schon so diesen liebenden Trainer und genau die Leute, die alles auf ihn zuschneiden. Das ist in dem Fall nicht so. Wollen wir auch noch mal ganz kurz zurückblicken? Wir haben jetzt eine Pause hinter uns, ihr alle ja auch. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ne? Oder? Es ist doch schon so. Ne? Also ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen Fritte, nachdem was alles passiert ist, auch Nizza und dann gegen Bochum. Man war jetzt natürlich nicht so wahnsinnig begeistert von dem Spiel, dass man da so gerade noch 1-1 spielt. Und man merkte, irgendwie ist die Luft, glaube ich, auch raus. Also wenn es den Spielern so gegangen ist wie mir, dann haben die diese Pause echt gebraucht, auch für den Kopf. Ne? Also was war aber das auch für eine unglaubliche erste Welle, die da über uns hinweggeschnappt ist mit Bundesliga und Europapokal. Und jetzt kommt die nächste große Welle auf uns zu mit diesen Spielen gegen Borussia Dortmund, dann in Gladbach mit zweimal Belgrad, den anderen Europapokalspielen und bis zum Beginn der Weltmeisterschaft Mitte November. Das wird nochmal hardcore-mäßig und ich hoffe wirklich, dass so eine richtig große Weiche jetzt gestellt wird in die richtige Richtung für unseren Verein, dass wir uns in der Bundesliga etablieren und nach oben orientieren, dass wir im Europapokal uns auch unter den beiden ersten Plätzen aufhalten werden. Da ist Fantasie drin. Ja. Du bist ja vor Optimismus überhaupt nicht mehr zu bremsen. Ne? Nee. Da sieht man, was so eine kleine Pause machen kann mit einem. Ne? So. Wir jedenfalls sind gut vorbereitet und wir haben nach diesem wunderbaren Feedback, was wir von euch bekommen haben, wegen der Badetuchaktion vor Nizza, uns überlegt, dass wir auch vor dem Derby wieder eine Aktion machen. Alles noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber wir können schon ankündigen, unseren Hoodie vom letzten Heimspiel, den werden wir irgendwie in einer Sonderaktion raushauen, also abholbar machen. Ja. Also den Derby-Sieger-Hoodie vom letzten Heimspiel gegen Gladbach aus der letzten Saison, der ja so super funktioniert hat. Und wir wurden ganz oft gefragt, wo man den denn kaufen könne. Und jetzt machen wir wieder einen Schnellschuss für das Derby, denn es ist ja auch mittlerweile ein bisschen kälter geworden hier in Köln und auch in Gladbach. Und Vorbereitung heißt auch die richtigen Klamotten. Und wir geben euch noch durch, wie man das Ding bestellt und dann bei uns abholen kann. Genau, und zwar ist der Plan, dass wir es verteilen am Spiel gegen, jetzt hätte ich beinahe wieder Prag gesagt, Belgrad selbstverständlich. Ne? Ja. Also am kommenden Donnerstag ist das dann. Ne? So, aber ihr erfahrt es noch, falls es euch interessiert. So. Und bis dahin würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal die 3 Pünktchen. Ne? Ja. Die sind ganz, ganz wichtig. Dortmund weghauen und dann geht's nach Gladbach als nächstes. Aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Nein. Sondern über die Tore, die Anthony Modest am Samstag nicht schießt. Weil die Pleiteböcke nämlich besser beißen. Bis Samstag, Leute. Zum Wohl. Prost.